begrüßen dich aus der Kirche vom Howald, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Et singt Choral Sacré-Cœur Howald, Dirigent aus den Carlo Marx, Organist de Marc Löwen. Hier spielt als Entrée Monolog vom Rheinberger. Dono Sangement Dieu nous accueille, Laudate Dominum 103. Petite Messe du Dimanche vom Akepsimas, Chant au Seigneur vom Goose, I Love You Lord vom Lori Klein, Jesus bleibet meine Freude vom Bach und als Schlusslied Hymne en Action de Grâce vom Elgar. Der Organist spielt als Sorti Concerto in G Allegro vom Bach. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen.
Den Herr sief mat Dich all. Leef Leiit hei Howald an der Kirch, a leef alle Gull, déi da iwwer Medien mat deis verbonne siet. Mat singem Wut an durch sing Präsenz kann den Herrgott an dieser Feier eisen Hunger, no Freiheit, no Liewen, an no ënnerer Rau stillen. Wir wollen eis Herz opmachen an zum Jesus soen, gif eis vun dem Brot. Den Herrgott invitiert eis fir als nei an hellig Mënschen an der Gerechtigkeit an der Wohlricht zu leben. Los mal hier seiner Erbarmen beten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, steh deinen Dienern bei und erweise allen, die zu dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, und erhalte, was du erneuert hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Und weiter sagt er: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: In der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben. Am Morgen werdet ihr satt werden von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit,
als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees von Galiläa waren, stiegen sie in das Boot, fuhren nach Kapharnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Choix zwischen Pest und Cholera. So haben wir an der Pandemieszeit gesot, wie muss dezidiert gehen, ob wir uns schützen und aussperren oder normal beholen, aber nicht verkehren, uns dann aber gegenseitig ausstechen. Das ähnt so verhängnisvoll wie das ändert. Allkeier, von dem muss durch zwei gleich schlechte Lesungen ein Schwab treffen, passt ein Diktum von Cholera oder Pest. Dieselbe Lokution gibt an der Odyssee vom antiken Autor Homer. Da heißt sie: ein Schwab zwischen Scylla und Charybdis. Ob seiner Irrfahrt muss nämlich den Odysseus sein Schiff durch zwei Felsen durchsteuern, und ob all Fels huet de blutrünstigen Drach gehaust, eben de Scylla op der enger Seite, an den Charybdis op der anderer Seite. Den Odysseus bringt Kunststück fertig, an überlieft Fahrt durch denen zwei Ungeheuer mat knapper Not. Viel wo seine Kompagnonen kommen Den Held von der griechischer So steht also für einem klassischen Dilemma, enger Situation, an der es eigentlich keine Lesung gibt, an der er bestenfalls nach zwischen dem kleineren und dem größeren Übel wählen kann. Aber wir von uns stehen nicht schon einmal für ein so engem Dilemma zwischen Pest und Cholera, zwischen Scylla und Charybdis. Menschlich Grund, Frohen und Probleme sind auch ein Hauptthema an der Bibel. An der Lesung haut wir hören, wie das Volk Israel auch an einem typisch menschlichen Dilemma war. Da steht auf der enger Seite ein Leben an Unfreiheit, aber und de Fleischtöpper von Ägypten, wo sie immerhin etwas zu reißen und zu beißen hatten. Auf der anderen Seite ein Leben an Freiheit, aber an der unwirtlicher Wüste, ständig von Hunger an Durst, geplagt an bedroht. Et gehört zum Wesen von so einem Dilemma, der Franzos sieht une Situation tragique, dass es eben keine Patentlesung gibt. Da das ein Grundbefindlichkeit vom Menschsein, so wie an der aller Mythologie, wo das sich ständig wiederholt, an einem ewigen Kreislauf.
An du hast nach speziell, dass de Mënsch an all singen Tragedien, die ihn durchlieft, net viel méi ass wie Spielball vun de Götter. Huet Bibel do etwas anderes zu bieten? Grad d'Erzählung vom Auszug aus Ägypten, den Exodus, kennt de ganz ändert Verständnis vom menschlichen Handeln an menschlicher Geschichte. Du hast kein ewiger Kreisprozess, da geht es 4 und noch 4 unter der Leitung vom einzigartigen Gott Jahwe. Der Weg feiert aus der Sklaverei an die Freiheit. Zum Preis, dass das Volk knapp herausgefordert aus Ägypten, an der Wüste und Elend an und Hunger bald könnt. Mir wannet an dieser Notsituation mit Gottes Hilfe trotzdem nach Zeit vermitteln, dass den Herrgott wie ein groß himmlisch Zauberfee durch allerhand Zaubertricken immer an automatisch Rettung bringt. Dat wird Geschichte als wirklich so wild als das. Gott als auf der Seite von denen, die den Abbruch an die Freiheit wollen. Hier will, dass sie leben und dass sie Zukunft haben. De Weg an die Freiheit feiert tags genug durch die Wüste von den Entbehrungen. Es geht nicht ohne Verzicht an Entbehrungen. Es geht dafür auch bald immer begleitet vom Geknoters von den Betroffenen, auch von vielen Widerständen. An noch verlängeren nur den Fleischdöpper von Ägypten, das heißt materiellem Wohlbefinden, wird eis immer als Versuchung begleiten. Nicht für nichts und die römischen Imperatoren hielt Volk ruhig behalten und gezisst durch Brot a Spieler, panem et circenses. Mit frohs, ob den Israeliten hier Erinnerung und Fleischdöpper von Ägypten überhaupt der Wahrheit entspricht, beruht sie wirklich auf den Tatsachen. Durch Exodus, wenn wir zurückblättern, schwätzt du ein anderer Spruch. Wie sie an der Gefangenschaft an Ägypten so sind, da war kein Rätsel für Fleischdöpper. Am Gegenteil, ihre Frontdienst, die abgezwungen Arbeit, gouf immer mehr hart, an der Kast immer mehr moach. Wir stehen hier um Phänomen, was so alles wie die Menschheit, aber was wir auch kennen. Das Leid an der Erinnerung auf Vergangenes dazu tendieren, alles schön zu reden. Stichwort Vergangenheitsverklärung. Wie oft beruht das auf Illusion, an Täuschung? Die Israeliten an der Wüste haben nimmer im Nachhinein gedurcht, sie hätten an Ägypten Zielse gehabt. Wie schlimm en plus die Sklaverei do war, die Unfreiheit, hatten sie längst vergiss. Also Vorsicht, wann allzu gern von der vermeintlich so guter aller Zeit geschwärmt wird. War früher wirklich alles besser? Jeder macht dazu seine eigene Meinung hun. Ein aber wissen wir, Leid an Not werden auf dieser Erde niemals ganz überwunden gehen. An Tag leben wir, all Schritt, den an das Richtung feiert, als ein Schritt, ob dem Gott selber eis begleitet. An hier wird es nicht innergehen lassen. Weil schon am Alten Testament getieren den hungrigen Israeliten Manna, so Knusperkehren, die auf Brot erinnern, an die sie am bedrohlichen Marsch durch die Wüste um Leben gehalten haben. An andere wieder, Gott lässt sein Volk nicht verhängern, hier hilft. Aber ganz anders, wie die Israeliten sich das gewünscht hätten, anders wie mir Mengen. Manna erwartelen einen ganz ungewinnten Kast. Und am Neuen Testament, als der Jesus selber für eis Brot vom Leben ging, wird an ein unvergänglich Leben keimen lässt. Der Jesus sagt, ich bin Brot vom Leben. Da das ein von am ganzen 7 sogenannt Ich sin wieder am Johannesevangelium, ego eimi auf Griechisch, Durchspruch vom Neuen Testament. Ich sin Licht, ich sin de Weg, vorig Leben, ich sin de guten Hirt, dir de Weihstock, so heschen die Erner. Ich sin Brot vom Leben. Als Antwort auf die Frage, was lässt mich da leben?
Wovon zieren ich, wann ich alles leid sinn, wann ich es saat sinn, wann nicht mir geht? Wär das dann mein eigentlich Lebensmittel? Wat gëtt mir Kraft? Wann de Jesus Brot vermehrt a Mënsche saat mischt, dann ist das just eng vordergründig Aktion, die op eng méi déi Vorricht hinweisen soll. Nicht Brot, dat saat mischt schon glücklich, et brauch méi. A spätst dann lehme eis Rechenschaft auf. De Mënsch lief net vum Brot eleng. Et braucht darüber raus wertvoll menschlich Relationen. Vom Haus, Auto, Schiff, Urlaub a Gelde leng kann kein liewen. An et brauch eppes, wat eis zutiefst erfüllt. Och a Wüstenzeiten, och a Bedrängnisser an Erschränkungen, die et immer ginn werd. Als Lesungen verzielen eis, dass et en Hunger gëtt, de méi ass wie Mo den Eidel ass ergrummelt. Hunger as eng zutiefst existenziell Erfahrung, die net materiell gestillt gi kann. Et ist Verlangeren no Sinn. Wie wat sinn ich hei? Wat machen ich hei? A wat geschiet mat mir? Dat Brot, wat diesen Hunger stillt, as de Jesus selber. An de Papa am Himmel gëtt eis dat Brot. Well hien eis zutiefst gär huet. Des sing Estim fir eis, as Brot, dat die hungrig Seelen saat mischt. Diesen Horizont gëtt eis nei Bewegungsfreiheit a Möglichkeiten. Da komme ma aus der Wüste vun eise bedrängende Frohen heraus. Gestimme eis die Seelenhunger an. Liebe Brüder und Schwestern, Judentum a Christentum liewe bis haut aus dem Glauben und den Befreier Gott. Dabei wissen wir, so wie am Buch Exodus durchgelucht, de Weh an Freiheit feiert durch die Wüste. Et ist kein Autobahn vom Glück. Gewiss as die Wüste, sie noch die Wüste von unserem Leben, manchmal ein hart Trainingslager Weh für an die grosse Freiheit. Gottes Strategie also da war, für uns aus all Sklaverei herauszuführen an die Freiheit. Dabei dürfen, sollen wir lehren, dass hier uns umsucht, uns begleitet, a wer weist an die Freiheit. Das Freiheit setzt Vertrauen voraus. Weil dem Herrgott sing Such gilt denen, die mat ihm rechnen, die ihm trauen, auch was sie knotere sollten. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn wir zusammen beten, dann hoffen wir, dass sich etwas verändert für die Menschen und Situationen, die uns um Herz leihen. Voll Vertrauen wollen wir beten. Gute Gott, lauscht da ob eist Gebet. Für all Menschen, die sich nur Gerechtigkeit und Frieden sehnen, weis ihnen de Weh an die Freiheit. Für all Menschen, die krank sind, schenk ihnen Kraft und Geduld. Für all Menschen, die durch Gewalt von enger Naturkatastrophe oder durch Krieg führenden Trümmer von ihrem Leben stehen, stärk ihre Courage für ihrem ganz neu anzufangen. Für all Familien, die ihr Leben Mensch
unerwartet oder nur langer Krankheit verloren haben. Begleitet sie an ihrer Trauer. Für all Menschen, die sich lang an einsam spüren, los sie durch Ding lebt, einen neuen Sinn an ihrem Leben fangen. Das an noch vieles mehr als eist gebiert. Gute Gott, bleib bei eis, aber begleit eis durch die schönen, aber für und allem auch durch die schweren Momente von eisem Leben. Dat frumme dich durch Kraft von dem guten Geist, dem hellischen Geist. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Barmherziger Gott, heilige diese Gaben, nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert,
durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Say
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten heute speziell für folgende Verstorben, Stiftung Familie Tull-Theisen, Verstorben von der Familie Tremut Schmidt, a Kloß Alzorn, Stiftung Dominik an Maria Kaiser Tapella, Roger Piron, a Stiftung Madeleine an Eugene Zeimes. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und beten wir zusammen so, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise, Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier als nicht an Versuchung, mir mehr als frei vom Besen, weil dein das Reich an euch an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin das Brot des Lebens, so spricht der Herr, der Leib Christi. Lasset uns noch beten. Barmherziger Gott, in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft. Bleibe bei uns in aller Gefahr und versage uns nie deine Hilfe, damit wir der ewigen Erlösung würdig werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Yeah.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft Howald. Der nächste Sonntag überdrohen wir Mass zu den gewinnenden Zeiten von Herbst. Und los schalten wir zurück an den Studio.